Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, wenn man sich nicht vollkommen blöd anstellt, dann findet man auch hier was. So, jetzt Todesschote verfüttern und du hackt da wie ein Blöder. So. Ja, hier. Mach das doch nochmal bitte. Nochmal. Ah, in einem Riss ist ein Schatz zu sehen. 9 CA-Troppe, wer immer die versteckelt. Marine-Schild, das haben wir ja schon. Ein Genji-Helm. Trophäe erhalten in Kupfer, Genji-Hüter. Und eine Hildegard 1-Karte haben wir noch gefunden. Sehr schön. Das heißt, die Genji-Ausrüstung für Steiner dürfte komplett sein. Diamantenhelm hat er auch schon gelernt, was er kann. HP 20 setzt sein Wille ein bisschen runter, aber dafür hebt das Zauberabwehr und Zauberabwehr doch ziemlich gut. So, ja, jetzt ist er durchaus Genji gerüstet. Und wir kümmern uns um den nächsten Riss. Tja, der ist auch hier wieder auf dem Kontinent. Relativ mittig. So, muss ich jetzt gerade mal die Beschreibung durchlesen. Und zwar heißt im Westen des vergessenen Kontinents, nördlich von Ölver, nahe der westlichen Küste. Okay. Weste, nördlich von Ölver, nahe der westlichen Küste. Okay. Da muss ich mich ich muss echt sagen, bei dem vergessenen Kontinent ist es immer für mich arg schwierig, sich dort zu orientieren. Weil auf der Karte sieht irgendwie alles gleich aus. Das ist so ein verbackener Einheitsbrei. Aber wir werden es schon irgendwie finden. Ein bisschen weiter nördlich. Ich glaube doch hier irgendwo. Irgendwo hier nur so ein zweites Plateau muss es sein. Vielleicht sogar hier. Nahe der westlichen Küste. Die haben wir ja hier. Okay. Komm schon. Mach mich nicht unglücklich. Ansonsten würde ich sagen, ich cut wieder. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dort davor stehe. Ätzend. Also die Risse, du merke ich jetzt zum Schluss, habe ich leider keinen Run mehr. Nicht wie bei der schäumenden Gewässer. Das war relativ gut erkennbar. Aber hier muss man ja wirklich schon absolut zufällig drauf stolpern, um die Dinger zu finden. Oder wenn man halt sehr hartnäckig genug sucht. Okay. Gerade mal orientieren. Das ist so der Buckel hier. Das ist die westliche Küste. Und dort in der Nähe muss es sein. Genau, Vivi. Nee, das sieht doch nicht so aus wie auf dem Bild. Ah, das sieht immer ein bisschen ähnlicher. Aber hier finde ich leider nirgendwo einen Riss in der Wand. Hier ist es auch noch nicht so rötlich. Nee. Ich hoffe, wir kommen bald aus dem Schatzgebiet hier raus. Weil allmählich wird es etwas ätzend. Hier zufällig? Nö. Sieht doch nicht so aus. Nee, das sind wir schon zu weit östlich. Na komm schon. Ein bisschen weiter südlich, glaube ich. Ach, hier in dem Gebiet könnte das auch sein. Ja, hier wird es zumindest auch wieder rötlich. Ja, ich glaube doch eher hier das Gebiet könnte es sein. Genau, Didi. Das doch vielleicht? Ja. Ja, das könnte es sein. Jawohl, tatsächlich. Puh, Schwein gehabt. Einmal Odeur, das haben wir schon. Ein Drachentöter. Und ein Gauntlet und eine Odin-Karte. Gauntlet und Drachentöter. Klingt, als wäre das was für dich, Gauntlet. Tatsächlich, du kannst eine Bodykarte full lernen. Das ist aber relativ unnütz. Reflexblitz auf 36 hoch, Pushe, Gewandtheit um 1 hoch, Zauber runter, Zauberreflex runter. Nö, lassen wir dann erstmal sein. Ragnarok, hehehe. Und, Drachentöter.
Könnte das was für Sidans? Ah, nee, Quatsch. Drachentöter ist was für Freya natürlich. Okay, sehr schön. Da hätten wir das Ding auch gefunden. Dann ist als nächstes verschlossener Kontinent. Okay. Guck mal, ach hier. So. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser. Es läuft jetzt hoffentlich wirklich besser. Okay. Gut, gut, gut. Wir sind erstmal vom verschlossenen Kontinent runter. Das sieht soweit ganz in Ordnung aus. Und dann müssen wir jetzt nur noch... Na, das ist die Insel des Lichts. Genau. Und jetzt müssen wir relativ in den Norden. Da lande ich dann erstmal hier. Und irgendwo in dem Zipfel hier, bitte nicht in der Vulkanstürze vor lauter Gut. Hier irgendwo. Hier irgendwo muss der Riss sein. Schon gefunden. Sehr schön. Ja, die sind schwer erkennbar, finde ich, die Dinger. So, stell dich nochmal direkt. Na, stell dich vor, du Schokobo. Komm schon, du Küke. Und gib ihm. Sehr schön. Auf Anhieb. Wir haben eine 40 Lapis Lazuli, was man immer mit so viel Dinger anfängt. Ein Flammenring und ein Protektring. Und eine Luftschiffkarte. Flammenring und Protektring. Gucken wir uns doch auch gleich mal an. Ja, du hast noch den Fuß zu lernen. Flammenring und Protektring. Schwurring hat er ja schon gelernt. Inkarnationsring kann er auch mal dann lernen. Oh, Flammenring kann er Doppelreflekte voll lernen, aber das macht ziemlich viel Werte kaputt. Und der Protektring, Lehre der Ninja. So, ein MP plus 50. Ja, ich denke, das wird was. Alle schon wegen dem MP plus 50. Lehre der Ninja können wir dann später nochmal gucken, was das genau macht. Und für wen das nützlich wäre. So, jetzt kommt Wüstenpalais in der Nähe. Das heißt wieder hier. Wieder Runde Fliege. Und dann machen wir uns doof. So. Du musst jetzt was sein. Nördlich vom Wüstenpalais auf der Insel hier muss das sein. Hoffen wir doch, hier gibt es einen Wald. Den gibt es tatsächlich. Sehr schön, dann können wir hier wieder runter. Und irgendwo hier in dem Bergmassiv muss ein Riss sein. Sehr schön. Ja, mein Run ist wieder durch, so sieht es zumindest aus. Und ein Riss hat sich aufgetan und hat einen Eingang geschaffen. Ach du liebe Zeit. Und dann gehen wir doch mal hier rein. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, Modo in der Mognet-Zentrale. Hihi. Hallo, ihr Wichtelmänner. Mohanna, ist das Mognet überhaupt noch zur Rettegruppe? Ja, ich hoff's doch. Mogli, hier ist die Mognet-Zentrale. Was bist du für ein Mockchen? Die Großmaschine bewegt sich in die Gruppe. Okay, na dann helfen wir denen doch mal. Ah, Moschu ist auch hier. Ob wir das Mognet je wieder in Betrieb nehmen können, Kupo. Und wer bist du? Mogus. Hätten wir doch nur... Ja, was dann? Was dann, kleiner Mann? Und du? Hihi, der Mokrimilian. Hätte ich doch bloß nicht so viel auf einmal davor benutzt. Oh, aber ich habe die Haut so schwer weich gemacht und ich habe sie immer wieder benutzt. Aber ohne das will ich unser Zahnrad nicht so richtig drehen. Okay. Irgendeine Sache brauche ich hier, damit es wieder läuft. Aber ich habe anscheinend gerade nichts parat, um deine kleine Wichtel zu helfen. Na, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das lassen wir jetzt erstmal gut sein. Wir wissen jetzt wenigstens, wo die Mognet-Zentrale ist. Das ist doch schon mal was. Hier geht's ja auch auf. Mognet-Zentrale. Sehr schön. Naja, von dem Arsch der Welt aus, können sie anscheinend hier alles koordinieren. So, und ähnlich wie bei Final Fantasy VII, ihr liebe Leid,
gibt es auch hier nur eine Insel, die ziemlich weit am Rand existiert und die nur mit dem goldenen Schokobo erreichbar ist. In Final Fantasy VII hat man den goldenen Schokobo gebraucht, um zu dieser Insel zu kommen, damit man dort Ritter der Tafelrunde als stärkste Beschwörungsbestie abstauben konnte. Und hier haben wir was anderes. Aber die Schokobo-Zucht hatte die ganze Zeit gesagt, ja, Schoko, das Paradies erwartet dich, pipapo. Ihr könnt euch vielleicht denken, was jetzt kommt. Das ist jetzt nämlich glücklicherweise das Letzte auf unserer Insel, auf unserer Liste. Und das allerletzte, was dann kommen wird, ihr liebe Leid. Das ist dann auf CD4, wenn wir dann nochmal zur Insel des Lichts zurückkehren werden, um da nochmal mit einer Todesschote noch im Schatz zu tauchen. Weil da ist dann nämlich noch was richtig Gutes für uns. Aber erstmal gehen wir mal zum Endziel von dieser Schokobo-Quest. So. Und mit Schoko müssen wir sowieso ganz am Schluss noch der Hauptstory nochmal zu Schokobos Luftgarten zurückkehren, damit wir da gegen Jadis kämpfen. So. Riss hat sich aufgetan und schafft einen Eingang. Und wir sind endlich da. Endlich Schokobos Paradies. Ja, verschluckt vor lauter Gut. Sehr schön. Und Mene ist auch wieder da. Das ist also das Paradies, Kopo. Mene, wie kommst dann du? Ich hab mal schon gedacht, dass es bald finden wäre, Kopo. Okay. Ich glühe vor Leidenschaft. Na dann. Hallo, gelber, normaler Schokobo, wie auch immer du hierher kommen bist. Okay. Mit dem könnte ich theoretisch noch rund Kartler. Will aber wohl gerade nicht. Ui. Da können wir bis hochflattern. Ah, da ist er. Oh, Schoko, der lange Reiswind hier, ihr End. Ich bin der Schoko, Igitt. Ich bin der Schokoblob und der Herr von dem Paradies. Es wär wünschenswert gewesen, hättest du ohne fremde Hilfe hierher gefunden. Aber die scheinen dich tatkräftig unterstützt zu haben. Igitt, alter Schokoblob, aber genauso sieht er halt auch aus. Solange sie hier verweilen, sollen sie unsere Worte verstehen können. Schokoblob, Igitt. Ihr, die Schoko auf seinem Weg begleiten. Schoko hat zur Heimat gefunden und wird von nun an sein Leben hier verbringen. Nimm Abschied von ihm. Ich bin Mene und ich will von jetzt auch hier leben, Kupo. Kleines Wesen. Kupo? Nur Schokobos ist es erlaubt, hier zu leben. Keine Ausnahme? Ausnahme gibt's nicht. Schoko. Hat er die Worte vom Abschied gesprochen? Noch nicht, Kupo. Schoko muss mir noch so viel Schätze bergen, Kupo. Ja, schön, dass man nur als Arbeitstier sieht. Oh, Schoko, hast du dir Leben in Friede gesucht oder ist es dein Wille, weitere Schätze zu suchen? Na, aller hopp, dann find dein Schätz und komm dann wieder zurück. Ich gehe jetzt, Kupo. Ich bin da, wo ich immer bin, Kupo. Okay. Na dann. Sobald er alle Schätze geborgen hat, können wir ja mit dem Dohi gehen. Ah, was ist da mit dir? Westlich von der Chausseeschlucht auf dem vergessenen Kontinent hat die Felswand einen Riss. Aber der Spalt ist ziemlich klar. Ja, du war mal schon. Die geben ihm dann Hinweise über die entsprechende Risse, wo man dann Schätze suchen kann, die wir jetzt so gerade schon gefunden haben. Wenn die Todesschote einen Berghang benutzt wird, bricht es womöglich zusammen. Wissen wir auch schon. Und hier können wir auch noch da hoch. Damit wir wieder zum Blob kommen. Anna. Okay, also insgesamt hat diese Schokobo-Jagd, Schatzjagd, tatsächlich 6 Episoden gedauert, hätte ich nicht gedacht. Ein Schnabel wird Felsenspalte, das weite Meer wäscht der Kunde und in die Luft wäscht Steiger. Nutzt die Fähigkeit, um die verborgenen Schätze zu finden. Ich will hier auf der Rückkehr warten. Okay. Gut. Sehr schön. Dann haben wir es gepackt, ihr liebe Leid. Das war dann tatsächlich schon alles, was wir bei der Schokobo-Jagd hier erreichen können.
Mehr geht jetzt erstmal nicht. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch wieder in der Hauptstory weitermachen. Und die restliche 10 Minuten, die nutze ich jetzt noch, auch wenn die Episode dann lang wird, nutze ich jetzt noch aus, dass wir noch Terra können. Wobei ist eigentlich Käse, wenn ich jetzt 20 Minuten fertig gemacht habe. Nee, machen wir doch 30 Minuten draus. Wir haben jetzt in 6 Episoden sauber das Thema Schokobo-Schatzjagd abgeschlossen. Und dann wäre es doch etwas unfair, direkt jetzt hier nochmal Hauptstory hinterher zu bringen. Und das gerade dann, wenn es so richtig abgeht. Nee, das machen wir morgen, ihr liebe Leute. Ich gehe jetzt nur nochmal zu meinem Luftschiff zurück. Und dann können wir uns in Frieden morgen wieder der Hauptstory widmen. Ich denke, das ist doch das Fairste, was wir da machen können. Weil, wie gesagt, jetzt nochmal 30 Minuten Strecke. Und gerade wenn es noch Terra geht, nee, das hätte ich gerne am Anfang von einer Episode nicht so irgendwie zum Schluss nochmal reingequetscht. Das wäre dem ganzen Thema einfach unwürdig. So. Ja, ihr wisst ja, dass ich mich hin und wieder mal sehr schnell spontan umentscheide innerhalb von einem Part. Aber so ist es halt. Gedanken werden aufgebracht, Gedanken werden verworfen. So ist es im Leben. Und ich bin doch relativ wankelmütig, muss ich schon gestehen. Aber ich denke, wir haben jetzt hier einen sauberen Abschluss gebracht. Und mit guter Ausrüstung sehen wir uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig, wo es dann direkt wieder in der Hauptstory weitergeht und ab noch Terra. Wisst was? 3 Minuten haben wir ja noch. Bevor wir noch Terra gurken, würde ich sagen, dass wir noch mit dem Luftschiff was anderes auskundschaften könnten. Dann haben wir wenigstens die 20 Minuten komplett. So, ich wollte nämlich noch was gucken. Hab noch gesehen, als ich die Aufnahme durchgegangen bin, dass wir eigentlich noch was anderes offen hatten, wo ich nochmal reingucken wollte. Und dafür können wir jetzt die 3 Minuten definitiv noch verwenden, die wir noch haben. Dann ist die Episode auch nicht so absolut zu kurz geroten. Und wir können uns das Gebiet nochmal angucken und haben dann auch nochmal unsere Sicherheit, was das dann hier ist. So. Alle hopp. So, was ist denn das hier? Höher. Und höher ist... Ah, okay. Daguerro. Okay. Warum auch nicht? Ist mal ein friedliches Gebiet, ausnahmsweise. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es mal kein kriegerisches Gebiet ist. Ah, das sind so die Leute von Clara. Ah, welche Freude, euch hier anzutreffen, sie dann. Du bist doch die aus Clara. Was machst denn du dann hier? Bei der Zerstörung von Clara wurde mir bewusst, wie abgeschirmt wir doch eigentlich waren. Abgekapselt von der Außenwelt, wenn man wieder völlig hilflos sei. Deswegen habe ich mich der Wissenschaft hingegeben, damit ich später beim Wiederaufbau Bormetias und Claras nützlich sein kann. Okay. Was ist mit dir? Abenteurer. Gründer von der Stadt war ein exzentrischer Wissenschaftler namens Daguerro. Der Aufzug funktioniert wahrscheinlich auch per Hydraulik. Okay. Mit dem Knetkorb hier kann ich nicht sprechen, aber hier kann ich anscheinend irgendwas rumbasteln. Machen wir doch mal den linke Hebel. Der mittlere. Der rechte. Okay, gar keiner. Das Rätsel können wir doch bestimmt irgendwie lösen, dass wir alle hochkriegen. Okay, gar keiner. Und dann kommen wir so. Ja, kommen wir drauf. Ah, so kommt man rauf, oder wie? Ups, stehen geblieben. Okay. Wie wär's dann mit dem mittleren Hebel? Warum? Geht nicht mehr. Okay, dann schwätzen wir mal mit dem alten Mann hier. Ich bin beschäftigt, hau ab! Ja, okay, ist ja gut, euer Hochwohlgeboren. Ansonsten, ja, ein bisschen Überlänge wird es dann doch, aber wenn ich mich hier noch ein bisschen umgucke. Seit geraumer Zeit schon wird der legendäre Ort als Wald der Drachegötter bezeichnet. Hier sammeln sich die Kräfte der Drachegötter und aus dem einsamen Berg sprudelt nur so das Quellwasser. Das ist doch nicht schlecht, wenn man dann hier leben kann. Da liegt ja ein bisschen Wasser. Capricornus erhalten. Das klingt, als wäre das so eine Stellatio. Ja, natürlich.
Capricornus. Der Capricornus ist ein hektischer. Er rennt zur Sonne und er hat sie einmal erklommen. Hat er sie einmal erklommen, macht er auf ihr ein kleines Nickerchen. Erzählung der Stellatia. Ja, könnte man möglicherweise auch noch abliefern, diese ganzen Dinger. In CD4. Hier können wir auch noch irgendwo hier. So. Gut. Ah, da aber ist noch ein Mokri. Ach, du ist doch der vierarmige Günther, oder? Den kennen wir doch. Jawohl. Du bist wohl auf der Schatzsuche in Daguerro, oder was? Ein Kollege riech ich 10 Meilen gegen den Wind. Ich bin in den Kreisen übrigens auch nicht ganz unbekannt. Aber deswegen werde ich dir natürlich nicht gleich meinen wahren Namen verraten. In unseren Kreisen kriegt jeder einen gewissen Rang zugewiesen. Was hast denn du überhaupt für einen Rang? Du bist Rang D? Ja, schä. Ja, wusste ich gar nicht, aber okay. Das Licht vom Mond ist das Reflektieren des Sonnenlichtes. Das widerspricht aber der Tatsache, dass bei einer... Jo, Schwätzer, der alte Schmied. Es ist der Guerrero da, dann dem Wissen und Wasser zusammenfließen. Was darf's denn sein? Ah, da bräuchten wir noch Gladius, dann könnten wir Sagatanas noch schmieden. Haha, da könnte ich mal Einkaufslichter machen. Schurkereif. Oh. Alles klar. Engelsohrring, Elfenohrring und Barett braucht es. Reinkarnationsring, Diamant und Fußkette. Wisst was, nehmen wir doch gerade einer noch davor. Machen noch einen Engelsohrring. Springerstiefel. Geeignet für den Kampf. Nehmen wir doch auch mal gerade einer. Schwurring, Edelperle, Mondsplittern, Elixier. Schwarzgurt haben wir schon. Schattenrobe und Heiligenrobe haben wir auch schon. Fräsrobe. Nicht Fräs, Fressrobe. Das ist dann für die Robe des Kuhvolks. Das ist dann für Quina gedacht, aber den verwendet man ja sowieso nicht im Kampf. Da bräuchte ich noch einen Gladius. Und hier unten Schurkenreif. Okay, dann gucken wir doch ganz kurz nochmal wegen der Sache hier. Schwurring, genau. Springerstiefel. Kann man Stärkebonus lernen und okay, das ist jetzt nicht so besonders toll. Und dann Duft der Weisen, Fußkette haben wir noch in die... Ja genau, wir hatten noch andere Ohrringe gemacht. Engelsohrring, kannst du MP plus 20 noch lernen davor. Okay, gut. Dann hätte ich aber Sache, dass ich jetzt hier noch eine Runde speichere bei dem. Außer die hat noch was für mich. Okay, die kriegt keine Briefe mehr. Dann würde ich das sagen, ich speichere hier, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen jetzt aber wirklich zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo ich dann noch ein paar Besorgungen machen werde. Und dann geht's ab Richtung Terra. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.